Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik mag je bedanken dat u weer erbij bent als een YouTube en ook een radio. Vandaag heb ik met mij een fijne echtpaar met mij hier, Luciano en Julie Pauls. Voor Luciano is het al het tweede programma, maar voor Julie het eerste. Welkom hier ook in dit programma. Dank je. Kan ik die vrouw, kan ze die even kort voorstellen? Wie is die? Ja, ik zie Juliane Schreuder. Ik zie een Witmers om je boeren en opgewassen. En ja, dat is die. ik heb 3 jongens. Sehr schön. Hoeveel was hij al bevriend? Wir befrieden uns in 2000 und das hat mich sehr, wenn es dann weiß ich einmal, wie lange wir befreit sind. Das meinte, dit Jahr im Dezember sind wir 20 Jahre befreit. Okay, sehr schön. So, wie wollen wir über euch reden? Das habe ich also langsam gemerkt, glaube ich. Was habe ich in diesen 20 Jahren verwässert? Habt ihr gerund? Moet jij anfangen? Habe viel erlebt. Und ich würde sagen, am Anfang, wir haben wenig gezahlt an uns. Wir verstehen uns ziemlich sehr gut. Okay. Wenn wir uns dann nicht gut verstehen, dann sind wir sterben für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden. Aber dann meistens dann reden wir uns weiter und dann es war da alles gut. In 20 Jahren habe ich das so durchgeführt. Ja. So, weil du sagst, ich habe wenig gezahlt, ich glaube, dann alle, wer hier befreit sind, dann weil wir nicht gekriegt haben, dann wird jeder. Aber ich kann wirklich sagen, mit Gott habe ich jetzt so die glückliche Eis. Aber was sind Sachen, was diese Punkte, was die zu sagen haben, von euch her? Ich würde sagen, eine Sache, die ist sehr wichtig für uns, als wir kurz befreit werden. Wir machen Ehekurses und da lernen wir, dass wir uns durchsichtig sein kennen und können. Das ist von 1. Mose, wo die Bibel sagt, dass Mann und Frau nackig wären und sie schämten sich nicht. Dadurch verstanden wir dort, wie durchsichtig sein können. In den Abend kommen wir nach Hause und ich sagte Juli, ich habe viele Sachen, die ich auch vertellen will. Sachen, die sie nicht chant über mein Leben. Und ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich dort gehabt. In den Abend verteile ich auch alles, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und für dort wird dir das so schön beleidigt? Korrekt, über alles. Über Frühes, über alles, was ich in meinem Leben durchgemacht habe, verteile ich auch. Und ich habe mit Angst, weil sie reagieren wird. Aber sie sagt mir dann nur dem, sie hat auch ein paar Sachen mit zu vertellen. Und sie vertelt mir dann ein paar Sachen, und wie rodet hat und betet hat. Und von dann an habe ich das sehr durchgehalten, dass wir uns durchsichtig sind. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Sehr schön. Eine andere Sache, die ich hier ist, dass die einen Unterschied zwischen was ihr den anderen verbessern oder erklärt ihr das lieber, was das Ganze bedeutet? Wenn es aus eurer Wahl jemand daheim haben, dass der Partner soll endlich sich mal besser benehmen, nicht so? Was check ich hier an? Ja, das ist ein bisschen so, wir haben einmal, wenn wir dann anfangen zu leben, dann merkt man auch, dass der Partner ein paar Fehler hat, dann nicht kriegt zuerst, dass man sich dort wünscht. Und wir haben dort dann eben so, dass ich brauche ihn nicht verbessern. Aber ich versuche dann immer, ich war dann seine, was kann ich tun, dass ich mich verbessern kann. Ja. Und wenn ich dort von mir so verstehe, dann frage ich Gott, was kann ich tun, dass besser sein kann. Dann gibt Gott mir Ideen und Gedanken und dort macht dann auch meistens automatisch, dass er sich dann auch verändert. Ja. Aber dass die Situation in der Familie anders wurde. Aber was hat Jesus gesagt, was das?
Right. Eine Sache ist, dass wir verstehen und wir leben darüber, dass wir das der Unterschied zwischen verändern und verbessern. Wir sind durch unsere Beziehung, ne, dass Gott ist unser Freund, dadurch, wo wir verändert. Und wenn ich die Veränderung sehe in meinem Leben, dort wird mich endlich verbessern. Und wir reden auch, ich ziehe nicht der Heilige Geist über ihr Leben, sei es nicht der Heilige Geist über mein Leben. Ich kann darüber mit Gott reden, kann an dort sein, was mir nicht gefällt oder was nicht gerade steht. Und zwischen mir und Gott wird dann viele Mal geregelt, ne, in mein Hort. Und ich kann dann vielleicht helfen, das bedeutet nicht, dass wir nicht an uns reden über die Fehler oder über uns, was uns nicht scheint. Aber wir verstehen dort, dass wir können an uns reden, aber wer hier will, dass der Heilige ist. Sehr schön. Was sind andere Themen, was Sie so durchgegangen sind in diese schönen 20 Jahren? Ich weiß nicht, was alle früher so haben, aber ich habe immer viel Erwartungen. Ja. So die beste Sache haben dort, dass wir haben dort so Luciano Dona, aber das soll das sein. Das soll das sein. Und das ist auch meistens so, ich meine, nach 20 Jahren ist das auch nicht mehr so, am Anfang wird das sein, dass ich will, dass er das eigentlich wisst, ohne dass ich anders sei. Also, dann wenn es sein, was hier dort rodet, ja, ich will, dass er bei mir in der Church ist, wenn ich abwasche oder wenn ich mache immer, wenn er taub ist mit mir. Und für ihn ist das nicht so wichtig. Von dort nachher ich wie gesagt, du kannst da sitzen in Tschechien. Ich arbeite da, aber für mich ist es wichtig, wenn du da bist. Dass du dich wieder bist. Ja, und das tut er dann noch. Und dann wird das Abwaschen auch viel leichter. Von da wascht er ja sehr viel auf. Okay, ich habe es nicht gesehen, die waschen. Die waschen tiefe Seite was. Die haben mit Schäse. Wo ihr das handelt. So, ich meine immer, das ist wichtig, wenn der Partner das dann auch sagt. Weil ich würde mir ihr Life feilen, wenn du dort und dort bist. Nicht, dass er das dann Rude macht. Und dann ist die Enttäuschung so groß, dass wir dann nicht zurechtkommen. Ja. Aber du sagst das nicht von deinen Kontakt, weil ich mir das bei dir als Luciano war, so wie es echt für mich, ich habe auch gewisse Erwartungen, aber das was ich machte von meiner Frau, von Heidi. Und ich glaube, das sind viele Male auch, die denken, gewisse Sachen, das 1, 2, 3, das muss, wenn es da sein, nicht so? Und die Früh, ich meinte, wenn es bei uns, die kann das nicht roden. Die versiegt, aber die kommt das nicht. Ich machte das dann immer mal sagen, hey, das ist mir eigentlich. Ja, wir hatten diese, gestern oder gestern hatten wir mussten uns Tabsate und über eine Stunde reden wir auf verschiedene Sachen, was wir Erwartungen hatten, ein von dem anderen. Und wir verstanden uns nicht ganz genau, dass die eben eine Stunde, wo wir dann Mate trinken und darüber reden, wird das endlich geregelt. Wie? Ne? Würde das von Ihnen auch ein Rot sein, dass man dann darüber redet, dass man ruhig mit Mate oder so, oder soll man sich bestreiten, den anderen das im Kopf sein? Ich mag nicht streiten. Okay. Ich kann nicht laut reden und streiten. Ich mag mich erst beruhigen, ganz ruhig sein und dann kann ich darüber reden. Und so ist es bei mir. Und das ja, das Wichtige ist, dass dann nicht streiten, aber auch nicht Krieg holen, nicht darüber vertellen. Und so dann, als wenn nicht ist, und einfach wiederleben, weil dort ist, das sammelt sich dann an und dann auf einmal ist das alles kaputt. Was ist aber wann nu en wat passiert ist, dass irgendwas nicht recht passiert, was kommt dann dran? Dann wird für uns vergeben. Okay. Und das ist manchmal einfacher, aber manchmal ist das nicht sehr einfach, wenn es das hat mit unserem Stolz zu tun. Aber wir vergeben uns Vorken, wir reden darüber und jetzt eine Vorgabe, ne? Vergebnis. Als sie die vergeben können. Wenn wir vergeben können, und das ist immer bei uns gewesen. So ein Mann kann auch noch Frauen vergeben, kann man das bloß für ist. Ja, ich habe das ein paar Mal getan. Sehr schön. Das ist ein Rädchen. Oh, das ist ein Weg allein. Okay. Also ich meine, das ist Vorken, ja. Das hat von Bettseite, kommt dort, wie vergeben uns von Bettseite. Okay.
En ik geloof dat is zeer wichtig, dat dat vierten, wanneer dat vierten passiert, dan kan het veel later raden als van die wacht tot een grote bocht is en dan dat voor zich te vergeven. Wat is een andere ding wat in jullie eigen zeer wichtig is? Für mich ist es immer sehr wichtig, die Sachen taub zu machen. Taub planen und taub die Sachen machen. Wie ich glaube immer so, wenn man nicht abpasst, dann hat bald jeder sein Leben. Man wohnt taub und man hat Schengen taub, aber man hat nicht mehr die Verbindung. Ja, dat taub zijn. Dat taub zijn. In mijn hart is ik wil immer de wichtigste Person für arm sein. Aber wenn ich dann später das ist nicht mehr so, dann ist es auch so, dass wir auf der Thema dieses wegnehmen. Ich finde, er hat sein Leben, er hat seine Sachen, ich mag meine Sachen machen. Ich mag meinen Weichfinger und dort ist Top-Leben, aber nicht einzeln. Nicht einzeln, sondern einzeln verbunden, so gut kann sein. Ja, das ist für mich immer sehr wichtig. Und dort geht ganz leicht zu nehmen. Wenn man dann zu viel Arbeit hat oder zu viel Beschäftigung, dann geht es auf einmal, ups, er ist da und ich sehe hier. De früh vielleicht sein mit den Kindern, einmal nach dem Jahr, dann der Mann sagt, seine Arbeit da hier, dann macht man sich immer weiter. In deze tijd zijn we nu alle thuis, ja. En zij is lerares en zij arbeid en de Tjenja arbeidt ook. En ga huisopkoop te maken en ik ga mijn arbeid, we zijn endlich taub alle thuis en arbeiden. Aber das kann auch so passieren, dass wir dann jeder seine Zielest und seine Stimme oder für sich lebt. Ne? Wat kan je nog zeggen, een andere zaak is wat je van reden is van beden en plannen hebt. Wat bedoel je dat? Als ik een cent heb, als ik dan leer, dan vraag ik een leraar. Ik wil ook met mijn vrouw beden, wil ik dat doen kan. En ik erwaart van hem een theologische antwoord. En hij zegt, ik vang met 5 minuten aan. Ik stand wat hij mij zei. En dat was zeer wichtig voor mij. En we vangen dan ook einfach aan 5 minuten te beden. En dat wordt dan eenmaal meer. Ik wil niet zeggen, we beden jeder dag taub, maar we beden zeer vaak taub. En dat is zeer wichtig. We taub beden, taub planen en we reden daarover, we lezen ook taub. En zijn ons einander, wanneer we beden. En dat is zeer wichtig van ze. Dat macht aber, ich weiß nicht, wo das nur wird, sehr intentional. Dat merkt dat we dat met vlieten, dat die afzichtig doen worden. Das macht so ungefähr eine Pflicht sein. Die hat dann so zum Morgens ein Beten, Teacup, und dann jeden Abend habe ich dann auch noch mal eine Mathe-Stunde oder so, wo die dann instant. Aber das ist ein Fernnehmen, wat je gaat dat niet dat het van online passiert is. Okay. Wat zijn nog zum Schluss een mootmerken dat woord aan Ehepaare en Jugend wat zich befrieren haben? Wir haben uns jung befreit, ich war 22 Jahre und das war eine von der besten Entscheidungen in meinem Leben. Und als Ehe taub leben, das hat mich geistlich abgeboten, persönlich abgeboten, in allen Sinne. Het heeft zeer gewassen door de eeuw. Ik wil zeer mooi maken, bevrijen en tjenja en gelijkliche Eierlichkeit. Durch Christus, mit Christus. Okay. Wenn man eine Ehe hat oder wenn man Tjenja hat, Familie, dann versteht man auch Gott viel besser, wo er über seine Tjenja denkt oder wo er dann mit Menschen umgeht. Und da kann man so richtig leben in der Ehe. Sehr schön von Ihnen zu hören, Luciano und Julie. Wirklich schön zu hören, was die erfahren haben. Und ich glaube, das kann vielen Menschen helfen. Leider ist unsere Zeit nicht zu eng. Aber ich möchte Ihnen gerade sehen, Menschen, dass Ihnen eigentlich kann wachsen, dass die kennen Jesus nur kennenlernen. Und ich möchte die auch gerade sehen, Menschen, und das nächste Mal ein fette Abrazo, eine große Umarmung von mir. Ciao. Danke, dass du von der auch dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wat mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.